Pilzexperte Peter Karasch und Heimatforscherin Renate Liebel suchen einen Parasiten, aus dem man angeblich Leder machen kann. Den Zunderschwamm. Ja, da wäre auch eine schöne Buche. Da könnte man schauen. Vielleicht, dass wir da was finden. Im Bayerischen Wald war es früher sogar üblich, Kleidung aus Zunderschwamm zu tragen. Das Freyunger Schrammelhaus birgt den vielleicht letzten noch erhaltenen Beweis. Es fühlt sich weich an, sehr weich. Ja, eigentlich wie Leder. Und aus den Erzählungen heißt es, dass diese Haube wärmt und kühlt. Also es war gar nicht so schlecht, wenn man die aufgehabt hat. Aber wenn man weiß, dass die 120 Jahre schon auf dem Buckel hat und dass die immer noch so ausschaut, das ist schon aller Ehren wert, muss ich sagen, für einen Schwamm. Da hat er ein kleines Loch, beim Schlagen wahrscheinlich schon entstanden. Wie haben die das gemacht? Das würde mich schon sehr interessieren. So was braucht man. Ganz toll. Wunderbar. Darf ich ausholen? Ja. Aber vielleicht von Muss ich unten. aber von unten. Ja, wenn man da reinkommt, Ja. hat man einen schönen Hebel. Ja, liebe Zeiten. Ich weiß nicht, ob es. Vielleicht kann man ja bei dem Größeren besser ausholen. Der größere ist natürlich auch noch fester. Ne? Das ist klar. Sie Aber da muss machen man mir jetzt ein bisschen Hoffnung. arbeiten dran. Sie machen mir Oh, oh. Hoffnung. Jesus, Jesus. Das sind die Zundermänner, die diesen Schwamm geholt haben. Und jetzt weiß ich auch warum. Oh oh. Nee, das ist nicht einfach. Ja, weil man, Keinesfalls. weil man so nah am Stamm Ja, arbeiten muss. genau. Und der sitzt aber sauerfest, mein lieber Scholli. Schwer. Wir ernten mal eben einen Zunderschwamm, gell? Boah. Ein bisschen bewegt er sich, ne? Jetzt, Ich hab ihn. Achtung, er kommt. Jetzt kommt er. Ein herrlicher Schwamm. Gut. Unsere Ausbeute muss jetzt ins Schrammelhaus. Das Schrammelhaus ist das älteste bäuerliche Anwesen in Freyung. Heute Museum, Hochzeitslocation und Forschungsstätte für altes Waldlerhandwerk. Wie jetzt der Versuch, ob es gelingen wird, Zunderleder selber herzustellen. Nicht der ganze Schwamm eignet sich, nur eine weiche Zwischenschicht, das sogenannte Trama. Das ist dieses Drama. Das ist wirklich samtig. Berühmt ist der Zunderschwamm aber vor allem dafür, dass er brennt wie Zunder und so den Menschen schon in der Steinzeit das Überleben sicherte. Auch der Ötzi trug ihn bei sich. Ohne den Zunderschwamm wäre die Menschheitsgeschichte wohl anders verlaufen. Es gab Zunderfabriken, die haben 30 Tonnen im Jahr verarbeitet. Tonnen von den Pilzen. Aber in erster Linie wurde es zur Feuerherstellung genommen. In zweiter Linie dann Putzlappen und aber auch Wundauflagen. Weil das ist wirklich antiseptisch sehr gutes Material, um Allergien und Schnittverletzungen zu heilen. Doch wenn man im Bayerischen Wald nach Zunderschwamm fragt, kommt man nicht weit. Hier nennt man den Fomes fomentarius anders. Das ist der Hudersau. Kommt eigentlich vom Grundwort hodern. Der Hodern, der Lappen. Also Lappen, sowohl Lederlappen, sowohl eben für Kleidung machen oder für Wundauflage oder zum Putzen. Hodern. Der Hodern saugt. Der Hudersau. Das Trama herauszulösen dauert. Um daraus Leder zu machen, muss der Pilz auch noch eingeweicht werden. Darum will sich Peter Karasch kümmern. Renate Liebel geht derweil einem anderen Hinweis aus den Geschichtsbüchern nach. Mit Zunder hat man auch geräuchert. Aber wie schmeckt Fisch oder Fleisch mit Hudersau-Note? Herr Schuster, sind Sie da? Leopold Schuster, Gourmetkoch und leidenschaftlicher Räucherer, wagt das Experiment. Einen Schwamm. Kleinere Stücke haben wir nicht. Nein, leider nein. Jetzt machen wir die kleinen. Jetzt schauen wir mal.
Und was wir auch probieren können, wenn wir das jetzt klein machen, das ganz Feine, dass man das direkt auf den Fisch drauf macht. Es riecht sehr nach Schwamm, nach Pilz. Ja, ja. Und jetzt sind wir gespannt, ob der Geruch aufs Fleisch übergeht. Gell? Ob man da irgendwo ein bisschen einen Geschmack reinbringt, den man sonst nicht gehabt hat. Genau, super. Die Pilzsporen. Aber jetzt riechen wir es ganz anders. Ja, völlig anders. Er riecht, Eigentlich jetzt nicht mehr so angenehm. ja, es riecht schon richtig pilzig, so wie ältere Pilze. Alter Pilz, Alter genau. Pilz, wenn er am Verfaulen ist. Genau. Fast. Manches muss man einfach ausprobieren. Es riecht vielleicht am Anfang gar nicht so gut, wie es dann hinterher ist. Da habe ich das Saiblingsfilet. Man kann natürlich auch jeden anderen Fisch nehmen. Und jetzt tun wir das da drauf streuen, ganz vorsichtig. Und machen wir 2 mit und 2 ohne und dann vergleichen wir. Ich bin wirklich gespannt. Das ist ein tolles Experiment. Ja, genau. Dankeschön. So. Das dauert ungefähr eine gute Stunde bei 75 Grad und dann ist er fertig. Fein. Also ich habe jetzt schon Hunger. Peter Karasch steht kurz davor, seine ersten Lappen aus dem eingeweichten Pilz herauszulösen. Viel Erfahrung habe ich, wie gesagt, auch nicht. Aber das ist ja auch mein erster, ne? Oh, ja, ist das zäh. Ist das zäh. So. Jetzt habe ich hier so eine dünne Schicht runtergezogen. Und schaut mal, das ist jetzt wirklich wie ein Leder, wie so ein Wildleder. Und jetzt seht ihr aber schon, das ist jetzt zu dünn, das Material. Das heißt, es zerreißt mir einfach in den Fingern. Ne? Hier habe ich jetzt einen Versuch. So müsste es eigentlich sein, so schön fluffig. Und das müssen wir jetzt erreichen, dass wir ein größeres Stück bekommen, sodass wir auch richtig was draus machen können. Ne? Jetzt schneide ich mal ein bisschen was Dickeres, weil es heißt ja auch, Klopfen ist möglich. Geht schon was. So, klopfen und ziehen heißt. Ah ja, guck mal, guck mal. Durch das Klopfen wird es weicher, ne? Ja, sehr schön. Hier gibt es schon seit über 150 Jahren keine Zundermacher mehr. Aber Peter Karaschs Leidenschaft, er forscht und berät im Pilzteam Bayern, hat ihn auch in die rumänischen Karpaten geführt. Und dort ist er auf Menschen gestoßen, die das alte Handwerk noch beherrschen. Nur selber machen ist was anderes. Man braucht wirklich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür. Ja. Oh. Ja, ich sage ja Fingerspitzengefühl. Gut wird es nicht mehr. Nächste Schritte sind natürlich größer, weicher, feiner, geschmeidiger. Und da bin ich mal gespannt, wie weit wir kommen. Und wie ist der geräucherte Zundersaibling geworden? Das schaut schon mal ganz fein aus. Sehr fein im Geschmack. Sehr fein. Sehr fein. nicht aufdringlich, der Rauch. Und auch die Fruchtigkeit, die hinterher. Und so ganz am Abgang so leicht Bitternoten. Gefällt mir gut. Er hat einen frischen Nachgeschmack, Ja, den man so nicht drauf hat Nein. auf dem Fisch. Nein, Also das hat was. das ist diese Fruchtigkeit. Ja, genau. Spannend bin ich jetzt da, wo man das Pulver Genau. mit drauf gemacht hat. Jetzt ist Richtig der intensiv. ist richtig intensiv. Und da merkt man jetzt auch dieses Schwammerlige Ja, und aber auch das Bittere, das kommt viel intensiver. ja, das ist richtige Explosion. Wenn ich es jetzt nicht wüsste, dass das ein Pilz ist, würde ich ihn gar nicht als Pilz nehmen, sondern als ein Gewürz. Leopold Schuster und seine Frau Bärbel sind vom Zunderpulver so begeistert, dass sie damit gleich weiter experimentieren und zum Zundersaibling, Zunderbutter und ein Zunderschaumsüppchen für Renate Liebel kreieren. Oh,
super, kräftig, sehr gut. Mit Zunderschwamm gewürzte Speisen werden in Freyung im Landgasthaus Schuster ab jetzt öfter auf den Tisch kommen. Augen Zunder. Sterneküche. Wir sagen Dank. Im Schrammelhaus wird nun der alte Holzofen angeheizt fürs nächste Hudersau-Experiment. Ein Mittel, das gegen Darm- und Lungenleiden helfen soll. Tee aus getrockneten Zunderstücken. 1 Stunde soll er simmern. Wie weit ist Peter Karasch wohl mit den Zunderlappen gekommen? Sind sie groß genug, um vielleicht damit so etwas wie eine Waldlerhaube zu fertigen? Hast du was für mich? Oh, ein tiefer Seufzer. Das ist das Beste, das Größte, was ich bis Und das jetzt hast du allein jetzt nehme. Das du habe ich gemacht? gestern gezogen, genau. Wow. Das ist jetzt ein paar Tage eher gewesen, aber auch hier habe ich dann gestern einfach gesagt, okay, zieh nicht weiter. Ne? Wenn ein Loch drin ist, dann ist es überhaupt nicht mehr brauchbar. Ja. Ne? Ja. Es sind Evolutionsschritte hier, aber ich glaube, es ist noch ein weiter Weg dazu zum eigenen Hut. Die Lappen sind zwar nicht groß, aber die Qualität beeindruckt. Richtig samtig. Und das da ist ja ein Traum. Das ist so fein und weich. Und also da kann ich mir einen schönen, weichen, eleganten Handschuh vorstellen. Ja, Das ist ja wirklich toll. Und auch die Farbe ist ja schön. Ja, geht absolut für Hirschleder durch. Ja, und wahrscheinlich auf der Haut auch ein wenig gesünder dann noch, gell? Auf jeden Fall, weil das ist ja völlig unbehandelt. Natur pur. Leder wird ja mit Chemie gegerbt. Genau, Ne? Und für den Zunder braucht man an sich nur warmes Wasser und hat einen Naturstoff. Genau. Wunderbar. Die Größe. Ja. Vielleicht reicht es ja wenigstens für einen Geldbeutel. Für die Puppenstube. Also viel Geld passt nicht rein. In den Geldbeutel. Nein. Oder du nimmst es halt, wenn du mal eine Verletzung hast, Ja. ne? Als Pflaster. Ja. Also jetzt als Putzschwamm wäre es mir fast zu schade. Ja. Ne? Ja. Aber ein kleiner Test, ob der Hordern die Hudersau wirklich saugt, muss schon sein. Er hat wirklich schön aufgesagt, das passt. Immer mehr Nutzungsmöglichkeiten tun sich auf. Noch auf jeden Fall besser wie da. Links habe ich geputzt, Gehaucht und geputzt. rechts nicht. Auch wenn seine Lappen nicht groß genug geworden sind, um selber eine zu machen, unter die Zunderhaube darf Peter Karasch heute trotzdem. Ah. Das ist die Weidlerkappe. Bitte schön, ich bitte um eine Anprobe. Heiligtum. Doch, passt. Sehr schön. Fesch. Ich habe auch noch was anderes gehört wegen den Kappen. Man würde keine Kopfschmerzen Kopfweh. kriegen, ne? Ja. Ja, also man Ja, trägt es ja eigentlich nicht, wenn man Kopfschmerzen hat, sondern wenn man die Kappe hat, kriegt man keine Kopfschmerzen. Richtig. Wer macht Keine mehr Foto? Kopfschmerzen. Sehr schön. Super. Toll. Passt. Und der Zunder soll auch noch gegen Insekten helfen. Renate Liebels Mutter hat sich mit ihm beim Heumachen die Mücken vom Leib gehalten. Und zwar so. So, und es klingt brutal. So, und jetzt habe ich da das Drama und auf das haben sie. Ja, und dann, man muss wirklich in Bewegung bleiben, weil wenn man dann steht, dann hat man das alles im Gesicht. Also, Das sticht aber ganz schön in die Nase. So. genau. Ja, es raucht sehr. Es raucht sehr. Und da geht keine Fliege mehr ran und belästigt einem. Dann schauen wir mal. Schaut aus wie ein Schwarztee. Ja, Ist es dein erster Tee? mein erster. Dann lasse ich dich erst probieren. Das sagt der Mykologe, dann trinke ich gar nichts. Also dann Zum probieren Wohl. wir. Es ist hinten ein bisschen ein Pilzgeschmack schon drin, aber er ist frisch. Komisch. Er entspricht nicht dem Geruch. Wie ausgekochtes Leder. Hirschleder. Das hat was Eigenes.
Das kann man nicht imitieren. Ja. Ja? Also ich Ja. habe noch nie was Vergleichbares getrunken. Also der schmeckt frisch. Ich bleibe Ja. dabei. Ja. Also bevor ich eine bittere Medizin nehme, nehme Ja. ich den auf jeden No, Fall. genau. Ja? War eine gute Erfahrung. War eine Erfahrung. Unglaublich. Ein Pilz, der zündet, kleidet, heilt und würzt. Ein unterschätzter Parasit. Der Zunderschwamm.